Mathematik im Gymnasium war jetzt nicht wirklich das Beste. Die Lehrer, die machen das einmal durch, hat man das nicht, Pech. Hat man es, hast du Glück gehabt. In der Volksschule. Mein Lieblingsfach in der Schule war Mathematik. Da hatten wir so wie einen kleinen Pass, kriegt man von 1 bis 3 Sterne. Ich hatte eigentlich immer die 3 Sterne, weil hat eigentlich voll viel Spaß gemacht. Naja, ich möchte jetzt nicht eigentlich wirklich schlecht reden über das Gymnasium. Es gab viele negative Dinge, aber es gab auch positive, also nichts ist positiv los. Was nicht so positiv war, waren die Lehrer, denn es gab falsche Benotungen. Mathematik im Gymnasium war jetzt zu schwierig und die Lehrer haben es nicht wirklich erklärt. Sie hat mir gesagt, ich gebe dir dann die 4, aber nur du wechselst von dieser Schule weg. Meine Eltern haben dann gesagt, okay, muss halt so sein. Nicht jeder hat wirklich Glück im Gymnasium und so. Also hier, die machen eher so den Stoff, wenn man in einen BHS geht oder in einer, halt wie möglich ist, HTL oder so. Also wenn die Lehrer mich fragen, was machst du denn nach HS, die das sagen, sind vielleicht 0,5% dieser Schule. Ich habe nie daran gedacht, eine Lehre zu machen. Ich fand das nicht wirklich gut für meine Zukunft. Obwohl der Peter große Ziele hat eigentlich für sein Leben, hat es ziemlich am Selbstbewusstsein gemangelt und er hat wirklich einen riesen Entwicklungsschritt hingelegt. Also er ist so ein richtiger junger Mann eigentlich geworden. Das sind junge Lehrer, da sind sie eher ein bisschen noch netter als anderen Schulen. Hier ist die Beziehung mit Mathematik wieder aufgebaut worden, halt hier in der Schule. Ich muss auch sagen, ich bin ja tatsächlich selber so ein kleiner Mathe-Nerd und ich glaube, wenn die merken, dass du selber so Spaß an der Sache hast, also ich glaube auch, dass das an die Kinder abfärbt. Ich habe vor, die Matura abzuschließen, auf die Uni zu gehen und in Richtung Bauwesen, Architektur zu studieren. Mein Lieblingsgebäude in Wien ist die Staatsoper. Mein Traum ist es halt, mit meinem Vater eine Firma zu öffnen, da er Monteur ist und er hat wirklich viel Ahnung von Designs und so. Also unser ganzes Zuhause stammt von ihm. Da habe ich mir auch gedacht, Architektur passt zu mir zum Ding.